God Marius, ik begeist je in de naam des Herrn Jesus. Wat we verder dat eerst waren, taub te zijn, wie zijn al zei, gezien worden dus weg eng, als die Men's Conference hadden met Harold Wan, en zeer goede boodschap gehoord en vreit dat we zijn verder gaan, dus dit te leren, wo God ons openbaaren, zichzelf openbaaren tot ons door zijn woord. Ik mag vandaag maar eens reden over een ding wat ons als Christen en besonders ons Zeugnis bestätigen dat. Want wie dit eine Ding nicht haben in ons Leben, dort hat uns Zeugnis viel Schaden. Dann da wir ein falsch Zeugnis geben, wenn wir dit eine Ding nicht haben in ons Leben. Aber wenn wir dit haben, dort ist so als Licht, dort tragt Menschen nur uns und nur dort Licht. Und dit eine Ding ist Friede. Friede in het christliche Leben. Die Bibel sagt uns dort, Friede ist die Frucht von den Heiligen Geist. Friede ist nicht, das sind verschiedene Sorten Frieden. Eine Sorte ist, wo unterschiedliche Dinge von abhängig sind. Und die halten nicht lang fair. Die kommen und gehen, kriegst das Dinge in uns Leben dann gehen. Aber der geistliche Friede, der christliche Friede, der wird von Jesus kommt, der wird die Frucht von den Heiligen Geist ist. Dort ist der Friede, wo du bleiben dat, even wenn unsere Umstände auch traurig sind und schwer sind. Der Friede bleibt du wein. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir diese Friede haben, because das ist gewöhnlich in schweren Umständen, dort Menschen nur ans Ticken und sagen, was von Grund haben die? Stellt das alle an? Ist das alles süß? Ist das dann alles dies da in dunkel, wenn die Umstände nicht gleich sind? Wo steht das in uns Leben? Was ist der Grund von unserem Friede im Leben? Na, keiner von uns hat Umstände, die uns Friede bringen zu aller Zeit. Hier nur ja. Aber keiner von uns hat so eine Umstände, dass wir uns immer durch freien können. Und so wie wir einen anderen Grund haben, eine andere Ursache haben für unsere Friede, dass die bleiben dass wir die immer mit uns haben, und dass wir können ein Licht und ein Zeugnis sein, und was immer Umstände wir uns befinden tun. Wir sagen jetzt, some von Ihnen haben vielleicht auch ein kurzes Interview gesehen mit der jungen Frau, die ihr Mann verlieren hat in ein paar Monaten, vielleicht einen Monat, 3, in den States. Er wurde geschossen und wir noch statt im Hospital in Starf. Und sie hatten ein Interview mit dieser jungen Frau, sie war ihr erstes Baby, vielleicht nächsten Monat. Und ihr Mann war dort geschossen. In einem Interview, sie hat tief ever ein Smile an ihr gesagt. Sie wie eine Frau und ihre Weide und ihre Trüren. Und dass wir ein sehr großes, kraftvolles Zeugnis und Menschen bemerken dort, und jeder eine von was davon reden, redet von der Glauben. Sie wissen, dass wir das Einzige, was sie können, abholen, und so eine Zeit, dass die auch können, ein Smile haben und ihr. Und auch können friedliches Gesicht haben, in so einer Zeit als das. Wenn wir mal gucken, was unsere Ursachen sind, wo wir uns freien können, oder wo unsere Freiheit abgegründet ist. Und dort ist wichtig, dass wir einen Grund haben dafür, und dass wir es immer wieder erinnern daran. Hier schlägt das die Frucht von den Heiligen Geist, so das ist nicht something, was wir uns selbst abbühen tun,
Das wird Gott sehen jetzt an uns utarbeiten wird. Zweitens, dort ist die Uitwirkung von unserem Glauben. Wir lesen in Apostelgeschichte 16, Vers 34, als Paulus und Silas im Gefängnis waren, und sie Gott loben und preisen deuten, sie hatten eine Freiheit an sich. Und Gott sagt, was passieren deut. Gott hat sein Öl ab deut. Und das sagt, als sie singen deuten und loben Gott, preisen deuten im Gefängnis, dann funkt dort unter Schadren durch, die ihren Funk unter Schadren, sodass die deren aufgingen und die Käden und alles von ihr hängen, feit auffallen und sie werden frei. Und dann, als die Wächter dort sagt, dort die deren aufwirren, und er dachte, wie alle Wächter an, wollen sich das Leben nehmen. Aber Paulus und Silas raubten den an und sagten, da die keine Schulden an, wir sind alle hier. Und er kam dahin und sagte, was muss ich tun, zum gerat worden, zum seilig worden? Und andere wird, was kann ich tun, oder wo kann ich dort kriegen, was die haben? Sie, wenn die haben gesehen, und sorry, ihr falsch für sich selbst, und ihr Rat haben, sie hatten gesagt, dass ihre Reihen, wir sehr, sehr verkühlt worden, und sie werden sehr verwundet, und sollten nur für was? Für das Evangelium predigen. Aber sie fanden nicht sorry für sich selbst. Sie hatten eine Freiheit an sich, und sie singen durch. Und durch wen sie das Morgen, früh des Morgen, was man echt tun, um dort kriegen, was die haben, um seilig werden. Und er sieht dort Leib an den Herrn Jesus Christus, da war Stühe, die Hüs geraten worden. Und er sagt, den Namen den Hüs nennen. Und dann sagt er hier dort, in Vers 35 von Apostelgeschichte 16, und er nahm an bei sich im Hüs nennen, und sehte, oder und sah ihn eten fair, und er freut sich, dass er mit seiner ganzen Familie wird zum Glauben gekommen. Du willst freut sich, dass er und seine ganze Familie wird zum Glauben gekommen. Du wirst in der Freiheit. Erst kannst du die Freiheit, wollen sich das Leben nehmen. Wir alles wird ein, wir kein Wellen, kein Ziel mehr, nicht zum Leben. Aber so eine Veränderung ist wie ein Arm geworden, dass nu Freiheit heißt sich. So seine Freiheit kam durch sein Glauben an Jesus Christus. In Johannes Kapitel 8, Vers 56, sagt es dort von Abraham. Na, Abraham lebt hunderte Jahre, ein paar tausend Jahre, vor dem Christus hier bei ihr kam. Aber Jesus sagt von Abraham, sagte, jün Vater Abraham freut sich durch, dass er meinen Tag sein soll. Und er sagt den in wie Frau. Im Glauben checkt er weit vorab. Und er sagt, was Gott geben würde. Dass Gott würde Erlösung geben. Und sagt er, er wie Frau dazu. Seine Freiheit wird gegründet auf Gott sein Wort. Und Gott hat Erlösung versprochen. Gott hat der Arm gesagt, dass durch Arm würden alle Völker, alle Familien auf der Welt gesehen werden. Und er bleibt dort. Und er freut sich. Wir haben viel Ursache und gute Ursache, uns zu freuen. Psalm 21, Vers 2 sagt es, O Herr, din König freut sich in deine Kraft. Und wo ist er doch so froh, dass du am halbst. Wenn wir wirklich einen Halb gekriegt, Halb angenommen von Jesus Christus, dann können wir uns auch freuen in seine Kraft, womit er uns geholfen hat. Aus der Düsternis, aus der bedrängten Zustand, wo wir unser Leben leiden. In den unsicheren Zustand, wo wir nicht wussten, was es mit uns geben würde. Wir wussten, dass es kam ein Tag, wo wir sterben würden, und dann würde wir vor dem Gericht kommen,
aber wir wissen nicht, wo das wird uitvallen. Und wir fürchten uns, dass das Fleisch nicht wird tauregen, was wir getan haben, und dass wir nur der linke Seite geschickt worden. Die meisten von uns haben das erfahren. Axel hat das erfahren. Wir preis Gott, der seine Kraft, der seine Geduld, der seine Barmherzigkeit, was er versprochen hat in sein Wort, ja, wir froh sein für seine Rettung. Und David sagt, hey, wie die König, der König freut sich in deine Kraft, willst du mir helfen das. Sie, even der König hat nicht genug Kraft, um sich selbst zu retten. Hey, wie auch bloß ein Mensch, so du und ich. Wat muss für eine gewisse Zeit leben leid und dann sterben muss. Und er sagt das an und er freut sich in den Herrn in seine Kraft, was am helfen leid. In Jesaja 51, Vers 11, redet er von Israel, Gott sein Volk, was er raten wird, und er kriegt hier in der Zukunft an, und das, was er beschrieben hat. Sagt er, in so waren die, wo der Herr losschafft, nach Hus kommen und waren schrien, und wann sie nach Zion kommen, in eine ewige Friede wird entkreinen. Die waren glücklich sein und lachen. Grämen und Dürren waren verschwingen. Das ist die Rettung, was Christus gekauft hat, reingemerkt hat, in uns anbieten hat. Ich wundere, wie viel von uns wird du vergeben, dass wir haben, das empfangen, dann oftmals falsch Zeichnis geben, indem dass wir so steht dran gehen. Mit einem trüben Gesicht, jammerieren über unsere Umstände, und leben so aus, wenn es immer so ist, wird bleiben, oder noch schlechter werden. Freuen wir uns, da wir uns erinnern an den Herrn seine Kraft, der uns hilft und seine Rettung, die wir empfangen haben. In Lukas 10, Vers 20, Jesus sagt zu seinen Jüngern, freut euch, dass eure Namen sind im Lebensbuch geschrieben, im Himmel. Jesus selbst sagt, dass wir sollen uns freuen, dass uns Namen im Himmel geschrieben ist. Wo werden das wieder geschrieben? Willst wir haben genug gute Worte getan? Willst wir sind in der richtigen Gemeinde gehirten haben, uns taufen lassen in die Gemeinde angeschlossen, als dort, wo wir unsere Namen so geschrieben sind? Nee, keinmal. Allmählich. Bloß nur wir, willst Jesus Christus am Kreuz auf Golgatha verdienen, in meine Sinnen gestorben ist, hat das ganz betont, und er hat das frei anbieten als ein Geschenk. Und wie das haben angenommen, sagt er dann, sind unsere Namen im Lebensbuch im Himmel geschrieben, und Jesus sagt, freut euch dort auch. Was, wenn wir dann so einen Tag haben, das Einzige würde sein, ein bleiber Montag, wo alles anders geht. Was dann? Da wir dann auch bloß complainen und schendieren und grimsäuen und was nicht noch alles, wie man abkommen kann und beschuldigen. Weet je, an so einem Tag sagt das Wort Gottes selbst hier. Freut euch, dass ihr Namen im Himmel geschrieben hast. Was wann der Doktor sagt, ihr habt eine Todeskrankheiten geworden, um ein paar Wochen oder ein paar Monate zu leben. Was dann? Jesus sagt, freut euch, willst ihr Namen das im Himmel geschrieben. Ein Mann, was wir viel von gelehrt haben, was diese Friede wirklich in seinem Leben hat, er hat treff und ein Tag fand sein Freund am ab und sagte, das ist ja traurig und
wel Mitleid wiesen met te armen. En zo wieder sagt er, ik weer van jou bij de dokter en ik ga goede nieuws, zegt er. De dokter zegt, nu wordt het al niet lang duren. Weet je, dat is doen wat we doen checken doen. Want we moeten maar nur de dunkle zien checken. En dan geren we ons en dan grullen we ons en dan zijn we miserabelig en dan voelen we sorry voor ons en dan zijn we upset dat anderen niet genoeg sorry voelen voor ons. En dan zijn we een falsche Zeugnis voor Christus hier bij ihnen. Want je, deze vrede, die is niet gegründet op onze omstanden. Wo onze omstanden gaan. Dat is daarop gegründet. Wat Christus voor ons gedaan heeft, dat verandert niet. En een gouden dag, zegt het, gaan we ons vrijen, wie es ons noemen im Himmel geschreven ist. En een schlechten dag, gaan we ons vrijen, wie es ons noemen im Himmel geschreven ist. Dat ändert nicht. En wenn wir daarop buren dan gaan we een gouden Zeugnis zijn voor die mensen om ons. Dan worden die ook zeggen, hey, dit heeft niets te doen met wo die omstanden zijn. So waarom bist du dan vrouw? Wo kannst du noch in zo'n tijd als dit een vriendelijk gezicht hebben? Wo kannst du noch danken, wanneer sozusagen alles aardig gaat? Hoe dat je echt alles aardig? Bloos nu verstoot je gewoon dingen schwer, aardig, trubbelig. Über eine Lijn ons noemen, dat is in Himmel geschreven. Dan gaan we ons vrijen. En we zullen ons vrijen. Psalm 5, vers 12 zegt hij, überlaat deze vrijen, die vertrouwen op die zaken. Die hebben Ursache, zich te vrijen. Zegt hij, laat die immer met vrede zingen, willst du hältst an sicher. Laat die zich in die vrijen, die dien noem jieren haben. Vrijen im Herrn, zingen, willst wie ons vrijen, te wat hij voor ons gedaan heeft. Psalm 16, vers 11 zegt er, du merkst nu met den Lebensweg bekannt, en in die jaren wordt als de vrede zo groot als de worden kan. Bij die te rechte hand zijn eeuwige vreden. Weet je, dat treuren en die zware dingen, dat is bloos voor de korte tijd. En wanneer je al even 30 bent, even 30 jaar geleefd hebt, dan ga je maar troosten, dat je meest zeggen, at least al half of even half wat door bent. Wanneer je al met 50 of 60 gekomen bent, dan zijn je al dichtbij. Wanneer je al met 70 gekomen bent, dan zijn je al met toe, God zegt, de meeste, kom bloos maar hier. Dan kan je vrijen en vrouw zijn. En immer meer als de dag nu dat komt. Vrijen wil in zijn jaren moet zijn eeuwige vreden. En zegt hij, du wordt dat duren verschwingen. Du wordt niet zo'n zijn. Wat voor de vrede, wat geeft ons nog vrede? Eén ding wat ons nog vrede geven heeft, is geven. Geven ten anderen helpen. Geven vielleicht wie wat andere Motto spreken doen. Oder onze tijd geven ten anderen helpen. Oder voor ons geld geven ten wat God ons gegeven heeft, ten zijn rijk wiederburen. We lezen in 1. Chroniker 29, vers 9. En hier moeten de Reiter den Tempel bouwen. En David had al veel recht gemerkt door touw. God had aan gezegd, du wirst nicht den Tempel bouwen, über ein verdiende Sehens. Da wordt er nodig komen, wat hij wordt den Tempel bouwen.
Aber er hat viel reingemerkt, viel Taube hier reingemerkt zu den Tempelbühen. Und er hat von seiner Persönlichkeit haben Gott gegeben. Und hier in 1. Chroniker 21, Vers 9 sagt er, dort ganze Volk freut sich durchweg, dort so viel Reit wären zum Geben. Und sie wären mit ihr ganzes Hort dabei und geben dort freiwillig den Herrn und auch der König David, wie seine Frau durchweg. Die Menschen wären willig zum Geben und dort wir en dat geeft een grote vrede, dat zegt het ganze volk vrede zich en de König vrede zich. Sie Gott sagt, hij heeft een friedlichen Jever Leib. Hij leeft er, hij leicht dort zu sein, wenn Menschen freilich, willig, jieren, geven doen. Wo wir ein? Wie soll das heute das? Gott leeft die Welt so sehr, dass er den einzigen Sinn geeft. Nicht, weil er muss, er will. Dat wir eine große Freude dort zu tun. Even die Engel im Himmel, die singen und preisen Gott und die sagen, Gode Nies für die Menschen auf Erde, jüd als ein Herrland geboren. Dat wir Freude, Gott hat das wellig sehen geben. Even though an das sehr, sehr viel Kosten deed, haben wir Frauen wellig dort zu tun. Und wenn Gott sagt, dat wir auch freiwillig mit een vrouwenhart geven doen, tot vrede aan. En dat brengt ons vrede. Dat als zal je te geven, sagt als te nemen. Dus als je te vrede bent en geven, dan en nemen. En zo door en kan we vrede gaan ook. In Habakkuk, Old Testament, der Prophet, Kapitel 3, Vers 8, hier sagt es, du wirst mich zu den Herrn freuen und mich ab Gott verloten, der mir raten wird. Wils Gott uns gegeben hat, uns geraten hat, sagt er, du wirst mich zu den Herrn freuen. In dem Neuen Testament, Römer 4, Vers 11, sagt er, nicht nur bloß das. Wir sind auch froh in Gott, durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir die Versöhnung gekriegt haben. Das ist im Alten Testament, auch im Neuen Testament, redet von froh sein für die Errettung, was wir in Christus gekriegt haben. In Matthäus 24, Vers 21, seht Jesus zu den Menschen, sagt er gibt ein Beispiel von einem Hauptmann, was der Diener hat, und was er anvertraut hat, und die werden zurückgewasst, und nu wieder Zeit, Rechnung zu führen, alles auf den Klaren zu bringen. Und dann sagt er hier in Matthäus 24, 21, sagt er, und sein Herr sagt an, du Gouda treue Knecht, du hast gut getan, du bist eben wenig treu warst, sie haben wie immer wenig unvertraut warst, aber sagt, du bist treu warst mit, sagt er, ich würde eben viel sagen, go in Friede mit den Herrn mit. Sie sind Herr wie eine Frau, für was er getan hat, und sie sagt, nu go in Friede mit den Herrn willst, du hast gut getan mit dort, was die unvertraut wird. Und wir müssen wenig unvertraut werden. Ich weiß nicht, wo du die sitzt. Als die viel unvertraut ist oder wenig. Was immer das ist. Wenn die treu bist damit, und damit verhandelst so, als wenn das Gott angehört, andere ihr, zum Sinnrecht wiederführen, dann wirst du auch, die kann freien mit den Herren, von dir schwarz in sie die Jähen wird sein. Wir können uns auch freuen in Gott sein Wort. Weil Gott sein Wort gibt uns Klarheit, das gibt uns sichere Versprechungen für die Zukunft, dass wir uns nicht fürchten dürfen. In Jeremia, der
Prophet, als er Gott sein Wort kreeg, sagt er in Jeremia 15, Vers 16, sagt er, du gibst mir dein Wort en ik uit dat op. Dein Wort geeft mir Fried, but diep am Hart. Das will ich das Wort an sein Buch nennen, Jink. Das will so ein Wort an sein Hart nennen, Jink. Er sagt, ich uit dat Wort ab. Ein anderer wird an sein Geist. Er nimmt das ab, dort wir sein Leben. Und er sagt, ja, Jink, diep an mein Hart. Gott sein Wort. Wo nehmen wir Gott sein Wort? Nehmen wir das bloß selbstverständlich, dass wir Gott sein Wort haben? Oder schätzen wir das wirklich, dass wir Gott sein Wort hören können, lesen können? Und das nächste, wir können uns freuen, oder unsere Freude wird groß, wenn wir Gott wirklich vom Herzen dienen. Dort gibt uns auch Frieden. In der Apostelgeschichte 20, Vers 24 sagt er, aber ich hol mein eigenes Leben nicht viel wert. Ich muss bloß meinen Weg mit Frieden zu eingehen, in den Dienst verrichten oder vorrichten, die der Herr Jesus mir abgelegt hat, und dort ist für das Evangelium von Gott seine Gnade entstanden. Es ist ein Ziel, hat er. Dort wo Gott arm und verdreht hat, dort will er mit Frieden ausführen. Du kannst seine Frieden, wenn er dort kann tun, wenn er dort kann ausführen, wo Gott am Tag berufen hat, für das Evangelium entstanden. Und wenn wir das Evangelium mitteilen, aber dort nicht wirklich wissen, dass in uns Leben, dass das schaffen wird, dann da wir falsch Zeugnis geben. Ich habe Ihnen feststellen, wenn Sie ein Sales Representative wären für die Ford Motor Company, und Sie fuhren alle Wege in den Raum und proben, für diese Company zu advertisen, aber Sie fuhren einen Chef. Und vielleicht hat ihr noch ein T-Shirt an, wo der Chef steht. Und Sie reden über für Ford, schaffen, proben Ford zu advertisen. Da würde es sein, wenn das wirklich so gut ist, warum forscht ihr da nicht ein? Welche Krax ist es im Christenleben? Wenn wir vergeben, dort Christus ist der Antwort. Er ist unser Halb im Trouble. Er ist der, der uns ewige Frieden gibt und wird uns versprechen hat, in seine Jähen wird zu bringen, wo er ewige Frieden ist und wird uns helfen mit all unseren Troubles. Und dann, wenn wir an den Trouble dann kommen, und dann wir jammern und grimsäuen und miserabel sind und so wieder, dann da wir auch falsch advertisen, falsch Zeugnis geben. Paulus sagt, das ist mein Ziel, dass ich dort noch vor dich bringen mit Frieden, wo der Herr mich berufen hat, wo der Herr mich anvertraut hat. Wat je Frieden ist auch notwendig in uns Leben, in das Christenleben leben. In Nehemiah 8, Vers 10 sagt er, dass der Frieden am Herrn ist meine Kraft. Das wird mir die Kraft gibt, für den Herrn zu leben. Der Frieden, was ich am Herrn habe. Zweitens, dort ist Gott sein Befehl, dass wir uns freien tun. In Philipper 4, Vers 4 sagt er, freut euch am Herrn, und ich sage euch noch einmal, freut euch. Na, jemand vielleicht sagen, das ist leicht für den zu sein. Wird es? Weißt du, von wo das wird kommen? Weißt du, wo Paulus wir aus das wird geschrieben hat? Im Gefängnis. Von wo wird das Brief geschrieben? Lest mal den Philipperbrief mit dort im Gedanken, dass er im Gefängnis saß, als er diesen Brief geschrieben hat.
Wo wir haben Gefängnis. Wissen Sie, das Speeding-Ticket sich betont hat? No. Oder sie hat ohne Driver-License gefahren? No. Oder wie sie hat sie nur bestohlen? No, er soll im Gefängnis wegen das Evangelium predigen. Er wird verfolgt, er wird in Gefängnis geschmissen und dann schreibt er nur die Gläubigen in die Stadt Philippa. Und dann sagt er, Freudjünd am Herrn. Und ich sage noch einmal, Freudjünd. Ich kann mir nicht feststellen, dass er was dann traurig war, als er das geschrieben hat. Weil wenn ihr den ewigen Part von das Briefwort lesen, da wo ihr antworten, er wird nicht traurig. Er wird Frau. Er wird mutig am Herrn. Er freut sich. Er weiß, dass diese Verfolgung, das ist bloß für eine Zeit. Und er freut sich, für was er reingemerkt wird von ihm in der Schrift davon. Seine Freude wie am Herrn, nicht in seinen Umständen, wo er sich befindet. Psalm 32, Vers 11 sagt er, seid froh am Herrn und freut je Gerechte. Und singt mit Freude und je, die vom Herzen aufrichtig sind. Wer ist vom Herzen aufrichtig? Die, wo Gott alle Missetaten von ihr Hort aufgewaschen hat. Die seine Gerechtigkeit zugerechnet hat. Das sind die Gerechte. Nicht die, die keine Fehler merken tun. Sondern ich sage euch. Aber die, wo ihre Gerechtigkeit haben, nur Christus bekannt, und was er hat wachgewaschen in seine Gerechtigkeit angerechnet, das sind die Gerechte. Und er sagt, die Gerechte sollen sich freuen. Und sollen froh sein. Sie sollen singen für Freude. Sei wie gehorsam. Psalm 132, Vers 9 sagt er, lot deine Priester sich mit Gerechtigkeit kleiden und lot deine Helge sich freuen. Wollen wir uns mit Gerechtigkeit kleiden? Seine Gerechtigkeit untreiben. Unsere Gerechtigkeit uttreiben, offline, seine Gerechtigkeit annehmen, und sagt er, in ein Freudjünd. See, das ist nicht something, was wir uns verdient haben, das ist nicht something, was wir gekauft haben. Das ist something, was er uns gegeben hat. Und deswegen sagt er, sollen wir uns freuen. Freude kommt von den Geist Gottes. Freude ist der Glauben und Arbeit. Wenn die Umstände auch schwer sind, in dieser Loten, und wir uns dann noch freuen tun, das braucht Glauben. Seid froh am Herrn und freut die Gerechte. Und singt mit Freude all die vom Herzen aufrichtig sind. Dort ist ein Platz, dass wir uns freuen tun. Bist du Frau? Ist dein Leben so, dass Menschen, die kann tun, und die, die das bei dir sind, die kann die in schweren Umständen, in gute Teil, in schlechte Teil, und wenn die dein Leben betrachten, dann kann die sein, dass du hast einen anderen Grund für Freude als bloß die Umstände, wo du dein Leben ist. Kann es sein, dass du hast something, was ich auch noch habe, dass die Wächter wie das Gefängnis in Philippi sagte Paulus. Was man ich tun, um das zu kriegen, was du hast? Was hat er? Er hat eine Freude an sich, dass wir, wenn er durch im Gefängnis saß, sehr verschlauen wir, bleiben dort und fast gekehrt wir, die danach singen können. Das ist nicht natürlich.
Das ist nicht nur die Umstände nur. Und dort will das Mann auch haben. Und wenn du und ich wollen, uns von den Helden Jesus loten, seine Friede in uns Leben vermehren und beweisen, dann wollen andere auch sein, was du hast, dort muss ich auch haben. Das ist nicht genug, bis du den Tag fahren, wo die sagen, was der Friede haben, aber nur den Herrn gehen, was der Friede gibt. Willst diese Friede, als das nur nicht zu finden. Du kannst Friede finden, sondern was der Kartstütze verholen wird. Eins der Menschen zahlen $1000, um für ein paar Tage einen Trip zu haben, und sich das mal schenken lassen, mal Friede haben. Und dann kommen sie 3 Wochen, wo Scheidungen haben. Aber fliegen über ihre Arbeit und über ihre Umstände und sind miserablich. Welche wirkliche Friede geht nicht mit Geldigkeiten, ist nicht abhängig von unseren Umständen, nicht mal von unserer Gesundheit. Wirkliche Friede ist bloß bei Gott daheim. Und seine Jungen, wo sagt er, ist ewige Friede. Hast du diese Friede? Wann nicht? Vielleicht hast du die Friede gehabt und vielleicht hast du verloren. Hier ist ein Gebet, wo David, der kann ich beten, als er seine Friede verloren hat. Und er hat seine Friede verloren, als er wie ein Sinn gefallen. Als er sich fleischliche Friede anging. In seine geistliche ewige Friede verlieren deed. Und dann bet er im Psalm 51, Vers 14, sagt er, Herr, du mir dein Friede und deine Radung wahre Handstellen und gib mir einen Jes, der dir gehorchen will. Wat is de Friede? Die kommt von Gott. Der Jes, was die wirken hat an uns, die kommt von Gott. Und er bet Gott, du mir diese Friede von deiner Radung wahre frisch verstellen. Wahre abwarten, wahre nie mehr an. Und das kann wir auch beten. Gott, und gib mir einen Jes, der dir gehorchen will. Ich dann selbst mit uns selbst eine vernehmen, das hilft nicht. Das hält nicht fair. Aber wenn sein Jes in uns wohnt, dann können wir wirklich froh sein in uns freuen, zu aller Zeit, in alle Umständen. Und je euer das Wort, je doller haben uns freuen, wo wir es uns nennen, in Himmel geschrieben steht. Und wenn es hier dann einkommt, dann kann ich auch sagen, es ist Jan Mann, ich habe gute Nies, nu wird es auch nicht lang dauern. Wenn unser Friede in Christus ist. Muss Gott uns halten, wir würden uns loten, fällen mit seiner Friede, unsere Gerechtigkeit uittragen, zu sie leiden, seine Gerechtigkeit annehmen, und uns Frieden, wie es uns nun im Himmel geschrieben steht. Dann lot auch dunkle Wolken kommen. Dann lot ihr doch schädern. Dann lot Menschen doch uns schlecht nur reden. Unser Friede ist ein dort, das uns nun im Himmel geschrieben steht, und dort verändert sich nicht. Und dort wird hier, ob das hier passieren wird. Muss Gott uns helfen, wir würden uns loten fällen mit seiner Friede. Da wir noch zu beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass du willig wirst, den Himmel zu verloten, in rauf zu kommen, hier auf der Erde, wo du Trühe, Weidau und viel schlechte Dinge sind. Dass du willig wirst, hierhin zu kommen, hier zu leben, und uns den Vater zu wiesen. Und dass du willig wirst, den Vater sein Willen zu tun. Und du siehst, dass wir deine Friede, dass wir den Vater sein Willen zu tun. Und du hast uns ein Vorbild hingelassen, sodass wir können deine Fußstapfen nur folgen.
En die woord sagt ons, Herr, für die Frieden, wat die wordt vergesteld, dass du dort kriegst entgegengehen. Willst du kiekst du vorbei. Herr, ich bete, dass du uns auch wirst helfen, dass wir würden am Glauben unsere Umstände vorbeikriegen, unsere Troubles vorbeikriegen. Und uns nicht lassen, uns Leben, in uns Hort, in uns, unsere Utsicht süß worden durch unsere Umstände. Aber dass wir uns würden freuen am Herrn, und was er für uns getan hat, was er uns versprochen hat, dass er uns genommen hat, im Himmel geschrieben, im Lebensbuch. Dass wir würden mit Frieden unser Lauf hier auf Erde vollenden. Und dort dann, wo du uns berufen hast, in der Hoffnung, in Glauben, dass du warst, dat alle te einbrengen in een dienende wordt, du als eeuwige Frieden. Herr, help uns, dass wir würden so ein Zeugnis sein in all unseren Umständen, so dass die Menschen um uns auch würden in Verlangen haben, in Frauen, wo kann ich dort kriegen, was du hast? Und dann help uns, Herr, dass wir würden nur die wiesen. Wir es bloß an die, als so eine Frieden zu haben. Dankeschön dafür, Herr Jesus. In deinem Namen beten wir das. Amen.